Sugar wird noch präsentiert von Samsung. Genieß es. Und immer schön die Augen offen behalten. Und wir atmen alle gemeinsam ein und langsam wieder aus. Da bin ich wieder. Nicht mehr ganz der gleiche. Weil was ihr vor ihm seht, ist nur noch die Hülle von irgendetwas, was er mal geglaubt hat zu kennen. Ich bin endlich an einen Punkt angekommen, wo ich in einem Atemzug das alles hinter mir lassen konnte. Wenn ich damals zu verrecken zurück auf die Titelseite wollte. Scheiß kennen, jetzt hilft noch niemand mehr. Aber meine toxischen Beziehungen mit einer Kinder haben. Fick dich, Bob. Das ist doch eine andere Qualität. Ich bin nicht mich selbst gesehen. Und habe nicht gemerkt, was ich wirklich will. Auf was im Leben drauf ankommt. Und was mich im Kern glücklich macht. Kegeln? Regeln? Ein paar Kollegen hat es dann genommen. Andere sind ein paar Mal noch dran gewesen. Und ich habe mit diesem Schmerz so stellen und loslassen, was mir nicht gut tut. Es hat viel Überwindung und Mühe gebraucht. Und ich kann mich dann durchsetzen. Meld dich doch mal, wenn du warm bist. Dann können wir einen Kaffee aus einem Plastikbecher schlürfen. Aber das Ganze ist nicht spurlos an mir vorbei. Ich habe gewusst, ich brauche einen Neuanfang. Tabula rasa. Und ich habe lange in der Lehre gesucht, bis ich dann zum ersten Mal in meinem Leben zu mir selbst gefunden habe. Und jetzt befreien wir alle gemeinsam unseren Animus. Komm und mach dich breit bei mir. Also mir ist gehört auch dir. Komm, steig auf die höchste Nest, du, wenn du gehst, hab ich dich fest. Wenn du wieder stehst, lass ich dich los. Die Welt ist farbig, schön und gross. Manches ist möglich, und manches geht nicht. In meinem neuen Leben angekommen. Ich habe den geilsten Smoothie von der Stadt gemacht und habe mich gefühlt wie der Typ da mit dem Schnitzel, der noch zu übertrank ist gekippt. Nichts hat mich umgetan. Es hat aber gleich noch etwas gegeben, das ich nicht ganz loslassen konnte. Und ich habe mir jeden Tag gesagt, Namaste, die Zeit wird schon noch kommen. Alter, verpiss dich! Scheiß Hippie! Kollege, pass da rauf! Vorsicht, da sind... Ah, mein Gott! Ich hab's doch gerade gesagt! Jesus Maria. Dass Sie können dir alles entsorgen. Was? Nein, die Kegelkugeln sind nicht mehr Top-Zustand, die können wir noch brauchen. Die spielst du ja eh nicht mehr. Und was will mit der Vasa? Ich finde die einmal noch schön, die wäre sicher nicht weg. Das ist Krimpel von der Tante Ursula. Ja, aber die hast du von Sri Lanka mitgebracht. Stopp! Die Sachen, die hier im Eck sind, bleiben und alle da in der Raclette offen. Tutti quanti, hä? Ein fetter Villa geerbt vom Sugar Daddy hier. Und nachdem das die Polizeistation mit der Waldschein zusammengelegt hat der Pirmin beschlossen, lieber Windeln zu wechseln, als Französisch zu schnurren. Hey, Benjamin, was machst du da? Was hast denn du da? Komm, gib mir die. Er soll das nicht ins Müll nehmen. Schau mal den Greifreflex, den der schon hat. Lass los. Ist eigentlich noch mal etwas von ihm gekehrt. Und das für
Total, bis wir das mal in Schick fahren. Hey, krass, Schmidti, wie du das knallhart durchziehst. Ich habe lang gebraucht, für an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist. Ja, das ist unglaublich, was du nur mit der richtigen Ahnung und einem gezielten Gedanken von Salz kannst rausholen. Ja. Wie ist dir gegangen, Schüli? Besser. Aber das sitzt bei mir einfach ziemlich tief. Und ich komme einfach nicht über ihn weg. Was? Der aus dem Internet? Vergiss den, der war nur auf die Stotz aus. Also, sonst probier doch einmal mit der Homöopathietropfen vom Steffo. Hey, das ist übrigens im Fall Hönne. Steffo, bringt mir vielleicht noch gar ein Fläschchen, weil ich kann schon fast nichts mehr. Hey, ich habe dir gesagt, höchstens 4 Tropfen am Tag. Das ist heavy stuff, das kannst du nicht einfach so hingern lernen, junger Mann. Ah, Frau Van Schurchen? Ich wollte gerade mal nachfragen. Also, seit 3 Monaten bin ich trocken und habe persönlich mich recht weiterentwickelt. Ob es vielleicht mal an der Zeit wäre, Frau Brot zu treffen. Also, ich habe mir ja wirklich Platz gemacht auf dem Herz und der Pflanze geht es mega gut. Ja, Frau Van Schurchen hat gesagt, dass die Pflanzen gross und gesund sind, wäre mein Herz bereit sein für eine Beziehung. Ich kann das Ganze an mir richtig und düngen noch ein bisschen beschleunigen. Ich würde jetzt einfach nichts überstürzen. Sie sind noch zu fragil für eine neue Bindung. Also ich rede ja nicht von der Beziehung, also das erste Date. Wie die passiert, dann wird es etwas mehr. Die läuft Ihnen schon nicht davon. Bis später, Herr Schmidhalter. 16 Uhr. Und vergessen Sie nicht, Ihre Pflanze zu gießen. Ja, von Roten. Ja, da steht nicht der Platz vom Fettpol. Was Fettpol? Die Bundespolizei... Natürlich weiss ich, was Fettpol ist. Herr von Roth, wir suchen nach einer Akte B-Figur. Wir brauchen dringend Einsicht. Sieht doch schon super aus. Nein, Benjamin, nimm das nicht ins Müll. Nein, gib mir das. Gut, siehst du es in dem Overall? Das Dingerli. Oh. Herr von Roten? Ciao Regina, du, ich habe ein Dokument gefunden. Also das Zusatzdokument von deinem verstorbenen Vater. Solltest so schnell wie möglich hier vorbeikommen. Da gibt's noch etwas. Also, ich meine, wir haben alles schon erzeichnet. Wir können schon nächste Woche einmal vorbeikommen. Wir sind einfach jetzt gerade mit dem Ziegeln. Und gerade erst in die Villa vom Papa eingezogen. Nein, los zu. Ihr müsst jetzt sofort hier vorbeikommen. Sofort. Und kein Wort zu niemandem. Ja, gut. Herr von Roten? Hallo? Komisch. Was? Der Notar hat angerufen. Ich glaube, etwas ist nicht gut.
abziehen. Es freut mich, hat das jetzt endlich mal geklappt. Ich bin June, ich bin der Manager von der Valmiro. Okay, dann zuerst mal ab. Valmira, cool bist du da. Darum habe ich das Video gesehen. Sitzen Panda, Mann, scheine Dollar, Money. Dari, Money, Ferrari, Party, yo, bitch. Ja, das Claudia ins Rome. Nach dem HSG-Studium hat noch die Grossmama Kleines ein kleines Musikstudio finanziert. Bis jetzt sind sie aber mehr im Gym gesehen, als auf der grossen Bühne. Wir bei Rockler Records fahren jetzt ein neues Konzept. Und sie versuchen nach neuen Artists. Und ich weiss noch nicht, wieso das noch nie jemand dran gedacht, aber dich müssen wir international vermarkten. International? Das heisst mehrere Länder, nicht nur zu Wallis. Also, eigentlich haben wir ganz genaue Vorstellungen von dem, was wir wollen. Das habe ich alles hier in dem Dossier ausgearbeitet. Ich habe mir recht Mühe gegeben, da alles drinzustehen und du solltest wissen. Zum Beispiel, was wir gerne alles erreichen wollen, wo wir gerne auftreten wollen, mit welchen wir gerne zusammen arbeiten, wie viele Gummibärchen wir im Backstage. Der einzige Ort, wo ich noch Papier in den Fingern habe, ist auf der Schüssel, wenn ich mir zu Viertel abwische. So etwas interessiert uns noch kein Auge. Das ist kein Paper-Talk hier. Du nimmst heute deine Kiste etwas auf, am nächsten Tag haben das alle Major-Labels auf dem Schreibtisch. Ein paar Calls, Videodreh auf Mallorca, to the moon. Wir machen dich ganz gross. Also eigentlich bin ich ihr Manager. Nein. Der chillt bei mir nicht gesehen. Rockler Records. Producing und Management, das ist unser Konzept. Das klingt so, wie das etwas würde kosten. 40'000. 40'000? Hey, in unserer Welt ist das nix. Spesen. Weißt du was? Wir sind raus. Hör ab, Zucker. Juni. Das hat das Gefühl. Valmira, kommst du? Juni, komm mal zu dir zurück an den Tisch. Weißt du was? Vergiss es. Ich kann noch nicht sagen, ob es mein Abort war. Mein Fingerspitzengefühl wird richtig gut Zutaten oder mein Werbevideo auf YouTube. Aber vor allem die weibliche Kundschaft hat mir den Laden übersäckelt. Hey, der ist der absolute Renner hier. Der geht die warme Wegline gesagt hat. Das richtige Frühstück für die Champions. Hey, kannst du gerade so Schreiben mitnehmen? He? So. Und für dich so ein Banana Dreamy Creamy oder so. Nein, im Fall so Mango, Kiwi, Deluxe und... Kuchi ist gerade zu. Aber jetzt hast du doch diesen 2 Frauen auch gerade vorhin noch Musik gemacht? Hallo? Ja. Was ist denn das für eine Einstellung, Kollege? Schlimmer als in der Roten Fabrik. Okay, wenn der Kollege nicht mehr dazu verdienen will, dass er sich mal einen anständigen Haarschnitt machen kann, gehe ich halt zum Starbucks. Dort spendet es wenigstens noch für die Bohnenbauern in Guatemala. Fuck. Bugs? Ah, Frau Brotz. Was machst denn du da? Also ich bin nicht hier. Also jetzt bin ich schon gerade hier, aber sonst nicht. Bananatime? Verkaufst du Smoothies hier zu Bern? Ja. Ui, Entschuldigung. Oh shit. Entschuldigung. Ich werde einen Notfall. Mein Ohr lag schnell ins Spital. Ja. Hey. Alles klar bei dir? Ja, doch, eigentlich geht's mir gut. Ja. Und wieso rennst du denn von mir weg? Ich habe nicht gewusst, wie mit der Situation umgehen. Ich an dich denken. Ich bin da wieder in einer Geschichte am Wallis. Ich habe abgeschlossen im Wallis. Ich bin kein Joker mehr. Ich habe es gehört. Mhm. Es war mir halt zu viel und ich einfach einen Punkt machen. Ja. Und ich gehöre auch dazu? Nein, sicher nicht. Aber ich bin, glaube ich, einfach noch nicht so weit, mit dir so Sachen zu machen. Okay. Also, ich meine, so einen Kaffee aus einem Plastikbecher schlürfen oder so. Santé. Santé. Also, ich bin da. Melde dich doch mal, wenn du Zeit hast. Okay.
Dann ist so gestresst und der ist ja nicht einmal daheim. Er ist sicher da. Es ist immer ein bisschen das Gleiche mit ihr. Ich hab's dir doch so immer gesagt. Das ist eine toxische Beziehung. Die macht du voll oft. Das bringt dich doch total durcheinander. Ja, sie hat mich eigentlich schon als Manager, weil sie hat nachher nicht einmal das Dossier richtig angeschaut. Sie spielt doch nur mit dir zu nicht. Oh, nein, nein. Fuck. Das Mädchen, fuck. Du hättest mich das vorwarnen. Ja, aber da muss auch ein bisschen selber schauen. Ich bin doch nicht deine Mami. Juni, ich bin's. Ich sehe es ja eh. Der Claudio ist ein Vollidiot, aber es wäre blöd, das nicht mit ihm zu probieren. Für 40'000. Gib mir 2 Monate und ich bringe dir den Kontakt. Das ist nicht alles. Ein Manager muss ein Arschloch sein. Und das bist du einfach nicht, Juni. Ich bin ein Arschloch. Mann, der Claudio will in mich investieren. Ich meine, wenn wir 20 bringen, dann schmeißt er die anderen 20 drin. Ich habe gedacht, wir könnten da ein paar von deinen Internetflirts anzapfen. Zum Beispiel die da von Baren. Weil vom Fricker die Firma pleite gegangen ist, hat auch der Juni seinen Job verloren. Um für seine hohen Fixkosten zu kompensieren, hat er jeder kleine etwas bei dem Online-Dating dazu verdienen. Dann kannst du vergessen. Ich habe dir erst seit 2 Wochen nicht mehr zurückgeschrieben. Die Idee gecheckt, das würdest du verarschen. Sag dir einfach, Schäger, der Znotwi gesperrt und dass seinen Brüder nicht gegen. Ich habe kein Brüder. Komm jetzt. Les collègues ont aussi trouvé des pilules d'antidépresseurs dans la cuisine, à côté des bouteilles d'alcool. À l'heure actuelle, on pense qu'il s'agit d'un suicide. Au téléphone, il était déjà tout confus et paniqué. C'est pas si étrange que ça, qu'un suicidaire appelle ses proches. Madame Guizola, on a tout fouillé, on n'a pas trouvé de dossier. Et le registre Bifliger est vide. Vous êtes sûr? Parce qu'il nous a appelés pour venir chercher des documents. Alors oui, on sort tout juste à l'instant du bureau, mais on peut y retourner ensemble si vous voulez double-checker. Merci, Jean-Claude. Bon, on vous contactera quand on aura enfin mis la main sur ce dossier. Vous les accompagnez à la voiture? Hop, la voiture. Bon, c'est bon, je sais où je parquais. Hein. Herr Dominik Schneidrig, Oberstaatsanwalt. Bei dem haben wir früher immer am Sonntanz, wenn ein Radarfest ausgeartet ist. Deinen Partner beim Arbeiten wieder mal Drogen eingeschmitzt hat oder sonst einen Scheiß geboten hast. Aber dazu viel später mehr. Ja, Lüge, der Kleine hier. Ui, hat er einen festen Händedruck. Da könntest du der Papa noch eine Scheibe abschneiden. Los, Birmin. Du weißt, bei uns hast du immer ein Boot auf. Merci, Dominik. Denken Sie an mich. Im Monat sind Wahlen, gell? Hey! Hey! Jean-Claude! Quel bordel! Schatz, können wir heimgehen? Er ist golfen. Was? Der Notar hat sein Golfoutfit angehabt und der heicht er einfach so mit Bäumen. Das macht alles keinen Sinn. Die klären das schon. Das macht dir keinen Kopf, Tiggerli. Ich bin gerade wieder da.
Qu'est-ce que tu fous quoi ici? Voilà, j'ai trouvé. Je perds tout le temps ces machins. Den ik kijk, red het veel, aber macht leider niks. Sag dir eins, wenn ich ehrlich bin, verschwende meine Zeit. Sag dir eins, wenn ich ehrlich bin, wie plötzlich hier ein Hit. Sag dir eins, wenn ich ehrlich bin, ist echt doch kritisch Shit. What the fuck, was soll das? Du kommst jetzt mit, Kleine. Fuck off, lass mich in Ruhe. Weiter ist in der Sommerferien ins Altersheim Viertel putzen. Und der Jugendrichter hat sicher nicht Freude ab diesen Fotos hier. Was will er da? Das siehst du. Du, darf ich kommen? Hier unten hast schon nur Zutritt für die Polizei. Flatrate von Tizianos? Es scheint mir einfach nicht logisch, dass er nicht aufgefordert hat, für ein Dokument vorbeizukommen, das verschwunden ist. Was hat das Blutbild ergeben? Du weißt, wie das läuft. Dann müsst ihr hier einen Brief verlosen ins Labor. Aber solange das die Zuckerkern Ersuchung verlangt, passiert hier nichts. Aber ein bisschen komisch ist das hier schon. Wie meinst du? Ja, wenn du die erreichst, dann stirbst du am Knickbruch. Aber diese hier, blaue Fingernägel, das könnte auf die Rationose hinweisen. Also Sauerstoffmangel im Gewebe, durch eine Betäubung, durch Azonitin. Was? Ich bin bekannt unter blauer Eisenhaut. Schon bei 2 Gramm von der Rustik hört das Zentralnervensystem aufschaffen. Du findest sicher auch bei dem hier im Garten. Und vielleicht schau noch mal bei deinen Nachbarn, was sie neben dem Schuffler so abpflanzen. Also kein Suizid? Dr. Schmidhalter. Hm? Das Röntgenbild. Merci, Jacqueline. Was ist denn das? Unglaublich, was sich die Leute heutzutage schon alles rektal einführen. So, dann schauen wir einmal. Ich weiß nicht, so blöd. Ich bin da gestanden wie der Greg Stubel und habe nicht gewusst, was sagen. Ich sollte jetzt einfach schreiben, dass wir dir das Kaffee will. Hey, lass Bandschlagen, hat er doch gesagt, du bist noch nicht so weit. Ja, aber das ist eine junge, intelligente Frau. Stefan ist im Fall nicht so lange alleinzig. Hey, schau dich doch mal an, junger, hübscher Mann. Die wartet auf dich, 100 Pro. Schau mal an. Nimm an, los. Lass ihn zappeln. Wie zappeln? Du kannst ja nicht mehr zurückrufen, wenn du so weit bist. Jetzt ist es schon ein Kindergarten. Ich nehme jetzt ab. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Romeo mit zurückschreibt. Ja, aber darum willst du ja umso mehr, oder? Oh, verdammt, jetzt hat es schon aufgelegt. Schmidti, die will dich. Und wenn du jetzt ganz cool bleibst und dir noch ein bisschen Zeit lässt, dann will sie dich umso mehr. Dann sollte man zappeln. Wie beim Fischen. Nein. Also, mein Grosspapa war Fischer und der hat die Keibe an uns angeschickt und nicht zappeln, weil sonst leidet und schnurrt. Okay, das ist halt bei den Frauen anders. Ja, also mir nimmt wirklich Wunder, wieso dass du plötzlich in der grossen Frauenversteher spielst. Wo hast du die Theorie auch her? In dem Moment war es mir wichtig, auf den Rat von meiner Liebsten zu hören. Weil ich gedacht, sie wollen doch auch nur das Beste für mich. Was ich dann noch nicht gewusst ist, dass der Stefan seine Theorie von so komischen Typen von dem TikTok hat. Nicht gehört. Hallo. Ja, komm jetzt. Kannst du mir noch ein bisschen? Du willst mir nicht an. Kannst du mir wieder... Ja, genau. Jetzt mehr, trauriger. I only thought about you 16 times a day. I only stopped myself from calling you twice. And I only needed half the smoke to get you off my mind again. I only thought about you 16 times today. I only dreamt about you 7 hours last night. I only read back through 10 months of messages. And I got to sleep completely sober for the first time in a while. I only dreamt
much about you. Wenn ich an die Nacht zurückdenke, habe ich eigentlich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Hätte ich doch nur auf mein Bauchgefühl gehört. Aber ja, mein Grosspapa hat immer gesagt, der Hätte und der Welte seien Brüder drin. Und beide liegen schon lange auf dem Friedhof. Ja, hier auf YouTube ist jetzt leider fertig, aber hier unten geht es weiter auf diesem Link. Oder hier oben noch auf Places könnt ihr gerade alles durchschauen. Bleibt dran, sonst vergessen ihr alles wieder. Wenn ihr wollt wissen, wie man sich von toxischen Beziehungen liest, ob ich bereit war, meinen Körper wieder zu entdecken, wie der Pirmin sein Viertel nicht stillhalten konnte und was die zwei von ihm wollen. Wie das Blind Date von ihm ist uns gegangen. Wieso das Tische hier in die Hose gemacht? Wie es schmeckt, wenn Tische in die Hose macht? Und was noch viel mehr sticht als das alles zusammen. Da seid ihr dabei bei der nächsten Folge von Zucker. Mein Kneif. Zucker ist noch präsentiert von Samsung. Jetzt zuerst mal aufschneiden. He? Wir sind immer noch da. Also hier könnt ihr sonst gerade weiter schauen und sonst weitermachen. Da, Hast du schon gesehen, was er macht da? Aber schau gescheiter Zucker, komm. Da könnt ihr gerade weiter schauen.